Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz vor dem, 20. Spieltag, zu Hause gegen Holstein Kiel in der Bundesliga. Und ja, da gehen wir rein. Wie immer, bevor wir da reingehen, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal, verpasst ihr kein Video und ihr unterstützt damit, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein in den Bums. Die Bundesliga steht an. Am morgigen Samstag empfängt der FC Bayern München Holstein Kiel. Darüber wollen wir sprechen mit unserem Cheftrainer, mit Vincent Kompany und unserem Sportvorstand Max Eberl. Und wir starten direkt mit den ersten Fragen. Erste Handzeichen gibt es von David Verhoff von der BZ. Ja, guten Morgen. Eine Frage gleich zu Beginn. Wird Mathys Tel noch im Kader gegen Holstein Kiel stehen? Und vielleicht eine Frage an Max. Können Sie sagen, wie da die Verhandlungen sind? Gibt es schon eine Einigung mit Tottenham zum Beispiel? Ja, wenn es eine Einigung gäbe, wäre es aber bekannt gegeben. Ja, also Sie haben es selber gesagt, über was angeht, Verhandlungen oder keine. Bei mir ist einfach wichtig, die Spiele ist jetzt noch Bayern-Spiele und in dem Bereich ist es für mich einfach so, dass... Okay, ist eher eine Zipjacke. Hm? Gefällt mir sehr gut, Leute. Gefällt mir sehr gut. Bis zum letzten Moment, dass jeder Spieler voll einsetzbar ist und wenn was passiert, passiert was. Wenn nicht, dann ja. Ganz ehrlich, es ist dann wirklich schon echt ein bisschen ein Trauerspiel, ne? Wenn man Mathys Tel jetzt verkauft, auch wenn man dann ein großes Transferplus machen sollte, ist es ein Trauerspiel. Sage ich euch, wie es ist. Dann hat man mal wieder als Verein versagt. Ja, das muss man mal knallhart so sagen. Natürlich hat Mathys Tel da die Saison auch ein bisschen Mitschuld dran. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Aber nichtsdestotrotz ist es dann ein Trauerspiel. Ja, man hat Kingsley Coman, habe ich schon mal erzählt, irgendwie 6 Spiele durchgezogen, obwohl die Leistungen katastrophal waren. Dasselbe macht man mit Leroy Sané, gefühlt seit 15 Spielen. Ja, dann hättest du das bei einem Mathys Tel halt auch mal 3, 4, 5, 6 Spiele am Stück mal geben müssen. Egal wie die Leistung ist. Ja, das hat man, wie gesagt, bei allen anderen Spielern. Fonzie Davies, bei den Innenverteidiger, Leroy Sané, Kingsley Coman, selbst Serge Gnabry, da war es jetzt nicht ganz so, der war eigentlich von Anfang an da, ist dann schwächer geworden. Aber all diese Spieler hat man viele, viele Spiele durchgezogen, obwohl sie katastrophale Leistungen gezeigt haben. Und da muss man sich nicht wundern, ja, wenn dann so ein Spieler keine Lust mehr hat. Ja, das andere Thema halt, man hat gesagt, er ist der Backup für Harry Kane, darf nie in der Mitte spielen. Ja, da muss man sich nicht wundern und dann hat man versagt. Der Junge ist 19, der wird seinen Weg machen. Ich garantiere euch, wenn man den jetzt für 60 Millionen verkauft, wird man sich spätestens in 2, 3 Jahren so dermaßen in den Arsch beißen, weil er dann wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache wert ist, weil er seinen Weg gehen wird. Ja, und das ist dann ein Armutszeugnis, dass man das beim FC Bayern dann mal wieder nicht geschafft hat. Ja, wir könnten auch das Thema Özil hinterherbringen, auch da wird es in dieselbe Schiene gehen. Auch der, habe ich ja schon gesagt, wird allerspätestens am Ende der Saison keinen Bock mehr haben. Und ja, uns fehlen einfach die Eier, Spieler mit riesigem Potenzial einfach auch einzubinden. Ne? Das war Siri, ja. Gut, aber wenn was passiert, passiert was. Wenn nicht, dann ist meine Rolle einfach, wie immer die Spieler, die zur Verfügung stehen, einfach zu nutzen. Genau so ist es. Also Mathys ist Bayern-Spieler. Das bleibt er momentan und dementsprechend gibt es da keinen neuen Stand. Und natürlich wird er dann morgen auch für uns hoffentlich dann auf Torejagd gehen, wenn er bei uns ist. Nächste Frage, Antenne Bayern, Felix Roder. Ja, Frage an den Coach Vincent. In 2 Stunden ist die Auslosung zur Champions League, entweder Celtic oder City. Können Sie so ein bisschen mal Einblick geben, wie Sie drauf schauen, wie es Ihnen geht? Und ein Gegner ist ja vermeintlich leichter. Haben Sie so einen kleinen Favoriten, den Sie eher spielen würden? Nein. Einfach weil es ist auch nicht meine Art, um jetzt zu viel zu spekulieren. Es ist für mich ist es einfach so Fakt, wir haben noch 2 Spiele und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch diese Vorfreude auf diese 2 Spiele jetzt aufbauen, diese Energie, weil natürlich haben wir uns alle gewünscht, dass wir in diese Top 8 kommen, aber letztendlich
ich habe gestern ganz kurz mal geschaut und ja, mit diesem Format, dass du trotzdem nicht im Top 8 Real Madrid, Man City, AC Mailand, Juventus und noch viele große Vereine, und deswegen ist es jetzt einfach sehr wichtig, dass wir, egal was auf uns zukommt, dass wir einfach diese Energie jetzt aufbauen, damit wir einfach die Runde weiterkommen. Ja, die Energie hat man in den letzten 3 Spielen leider nicht gesehen. Ja. Deswegen gehe ich damit, dass das wichtig ist, diese Energie aufzubauen. Aktuell darf da ein bisschen dran gezweifelt werden, dass man diese aufbauen kann. Und das ist wichtig. Vincent Schipke, Michael Merkovic. Hallo Herr Company, anschließend an die Frage, könnten Sie uns denn einen Einblick geben, wie es ist oder wie es wäre, wenn es zum Beispiel Manchester City wird, gegen seinen alten Trainer zu spielen, und was haben Sie denn für einen Eindruck von Celtic Glasgow? Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil natürlich wir spielen diese Woche und nächste Woche kein Champions League mehr. Das heißt, das ist auch nicht, dass es eigentlich für mich nur über Kiel geht natürlich. Aber natürlich Celtic, ich werde es kurz auf Englisch sagen, dann ist es leichter. So, of course Celtic, I know them for a long time. I've played as a very young player some Champions League games there myself, and it's a special atmosphere and a club that has tradition in the competition. So for anyone who thinks it's for anyone who hasn't been there, you might underestimate them. But if you've been to Celtic Park and you know the club a little bit, you know it's a special place. And then of course Man City, everybody knows. It's of course it's a special. It's always going to be a special place for me and a special club to come back to if this is the case. But we're speculating. We absolutely don't know against who we'll play except for one of the two. And until that time, I think it's easy for me to say let's focus on Kiel. Ja, was soll auch anders sagen? Man hat gesagt, dass es ein spezieller Platz ist in Celtic, und da gehe ich mit, und ich weiß auch gar nicht, ob Celtic der leichtere Gegner für uns wäre, so wie wir gerade Fußball spielen. Wenn wir unsere Form natürlich wiederfinden, so in der Offensive, dann natürlich ist es der leichtere Gegner. Wenn wir uns aber weiterhin so schwer tun, dann weiß ich nicht, was unbedingt der leichtere Gegner ist. Dann ist vielleicht so Man City, wo wir Platz haben, wahrscheinlich ein besserer Gegner. Wobei auf der anderen Seite, wenn man sich dann unsere Wackler gegen so manche Mannschaften in der Abwehr anschaut, dann kann einem auch Angst und Bange werden, wenn dann so eine Offensive von Man City da auf uns zugerollt kommt. Aber am Ende des Tages hat man ja anscheinend den Anspruch, die Champions League zu gewinnen. Haben wir ja auf der Jahreshauptversammlung gehört. Und dann ist es scheißegal, ja, ob das jetzt im Viertelfinale gegen Manchester City gegangen wäre oder im Halbfinale oder sonst was. Wenn du den Anspruch hast, die Champions League zu gewinnen, dann musst du Manchester City ausschalten, wenn du gegen sie spielst. Und gut, ja, ich meine, sie waren schon lange nicht mehr so anfällig, wie sie aktuell sind. Also, let's go. Stefan Kumberger, Sport 1. Guten Morgen in die Runde. Max, du hast uns ja am Mittwoch gesagt, dass Mathis Tel gesagt hat, er möchte gehen. Jetzt gibt es auch eine Meldung, dass Adam Asnou vielleicht sich verändern möchte. Bei deinem Antritt hast du gesagt, es muss möglich sein, junge Spieler zu entwickeln. Warum gestaltet sich das aktuell so schwer? Warum gestaltet sich das so schwer? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gestaltet sich so schwer, weil man keine Eier hat. Weil viele, viele Faktoren eine Rolle spielen. Da haben wir die letzten Wochen schon sehr viel auch im Livestream drüber gesprochen. Meiner Meinung nach, mein Take, wir wissen das natürlich alle nicht, keiner weiß, was da intern abgeht. Aber ich denke, Thomas Tuchel hat uns da in der letzten Saison mit 1, 2 Pressekonferenzen sehr viel Einblick gegeben, was das Aufstellungsthema angeht beim FC Bayern. Und nehmt nur die Personalie Alphonso Davies. Es gibt keine Rechtfertigung, warum der Spieler die ganze Zeit gespielt hat. Ja, erstmal waren die Leistungen katastrophal, die ersten 5, 6 Spiele, die er gespielt hat. Man hat trotzdem an ihm festgehalten. Trotz auslaufendem Vertrag, trotz Arschlochbenehmen letzte Saison. Ja, da kann man sich mal fragen, warum man das tut. Ja, im Nachhinein wissen wir es. So, man möchte nicht Musiala vom Kopf stoßen, der seinen Vertrag gerne verlängern soll. Dass man dann Adam Asnou da komplett außen vor lässt, ist eine Katastrophe, aber verständlich, weil was wäre gewesen, man hätte den Jungen aufgestellt.
Ja, auch jetzt nur. Überlegt euch das. Überlegt euch mal, keine Ahnung, egal, nimm Spiel XYZ, so Fonzie Davis spielt ordentlich, geht in der 60. raus, du bringst einen Adam Aznou, der überzeugt. Ja, der überzeugt. Welche Diskussion hast du denn dann? Ja. Dass du halt eben diesen Spieler spielen lassen musst und nicht Fonzie Davis. Und dann kommt die Diskussion, ja, warum verlängert man Fonzie Davis für 15 Millionen? Plus Handgeld, warum macht man das? Braucht man doch gar nicht. Man hat doch einen starken Spieler dahinter. Ja? Wobei wir Rafa Guerrero haben, okay, der jetzt gerade wieder einen Fehler gemacht hat, alles gut. Du hast einen Ito nächstes Jahr und du lässt einen Aznou. Du hättest drei potenzielle, nicht schlechte Spieler, mal ganz abgesehen von Kretzig, 4 Spieler auf dieser Position und es wird gar nicht darüber nachgedacht. Ja, ja, also das sind genug Spekulationen, dass es halt daran liegt. Und dasselbe mit Mathys Tel. Ja. So, man hat den so gehypt vor der Saison und auch da, ich habe es auch versucht nachzuvollziehen, ja, man möchte, dass die Stimmung gut ist in dem Kader und du bist die Spieler nicht losgeworden und jetzt musst du denen halt, ja, für die Stimmung im Team musst du alle bei Laune halten und so weiter und da ist es natürlich leichter, so ein Taylor, so ein Aznou zusammen, pass mal auf, ihr seid viel zu jung, setzt euch da auf die Bank und halt die Gauche, ja, als wie zu sagen, lieber Sané, setz dich mal auf die Bank und halt die Gauche. So, ja, das ist das große Thema in dieser Mannschaft. Und das Thema haben wir seit Jahren. Ja, und wir haben nicht die Eier, da endlich mal gegen vorzugehen. Das zu ändern. Ja. Und nochmal, es ist ein Armutszeugnis, wenn man Mathys Tel verkaufen sollte. Eine Leihe gehe ich ja noch mit. Alles andere wäre ein Armutszeugnis. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass sich das generell schwer darstellt. Natürlich ist immer eine hohe Hürde beim Champions-Ligisten, beim Verein, der extreme Ambitionen hat, sich durchzusetzen. Bei Mathys habe ich gesagt, er möchte weg, er kann sich das vorstellen, das habe ich gesagt. Das versuchen wir gerade bestmöglich zu handeln. Ist ja auch so, dass man natürlich mit einem Kader auch agieren muss. Also wir müssen ja auch den Gegebenheiten dann gerecht werden, mit den Vorstellungen, wie die Spieler auf uns zukommen. Bei Adam Aznou bin ich jetzt überrascht, dass es so ein großes Thema ist. Ich glaube, in der PK bin ich gefragt worden nach Adam vor 2 Wochen, wo wir gesagt haben, natürlich, über eine Leihe können wir uns Gedanken machen und nicht, um ihn abzugeben, sondern um ihn zu entwickeln. Weil Adam ist natürlich jetzt nochmal ganz frisch mit dabei, ist nochmal das ist nochmal eine Stufe unter Mathys. Mathys, der schon seit Jahren hier Einsätze sammelt. Adam beginnt gerade und wir müssen halt bei jungen Spielern, wie es übrigens, glaube ich, die ganzen Vereine auf der Welt machen, bestmögliche Nee, es machen nicht alle Vereine auf der Welt. Und es machen auch nicht alle Champions-League-Vereine auf dieser Welt. Du kannst ja mal den Graugänse Hansi anrufen, kannst ihn mal fragen, wie das bei Barcelona so ist. Ja? Also das ist immer nur eine scheinheilige Ausrede. Pfade finden, dass sie für Bayern München Spieler werden können. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite für Spieler astronomische Angebote kommen, ja auch dann muss Bayern München sportlich, aber auch finanziell entscheiden, was für Schritte man geht. Und das ist das, was wir handeln, das ist das, was wir im Hintergrund bearbeiten. Das alles, was um uns herum fliegt und spekuliert wird, da lassen wir uns relativ wenig beeinflussen. Wir müssen mit den Fakten arbeiten. Und Adam ist, wie gesagt, ein Spieler, auf den wir sehr, sehr großen Wert legen. Und wir werden junge Spieler in diesen Kader reinbringen, definitiv. Ja. Hat er schon wann gesagt? Ja, was ist bisher passiert? Nix. Wird das in Zukunft passieren? Nö. Wird es nicht. Wer? Wer? Sagt mir einen Spieler. Wer soll da gerade reingebracht werden? Wenn man das noch nicht mal bei den beiden Spielern hinbekommen hat. Ja. So, wer? Christopher Melzer von der FAZ, bitte. Hallo Herr Eberl, weil hier gleich noch ein neuer Torhüter sitzen wird, vielleicht eine Frage zur Torhüter-Strategie. Ist Jonas... Wollen wir das nachher machen? Also bleiben Sie sitzen? Ja. Okay, dann gerne später. Ja, alles klar. Dann. Also nicht, dass ich mich drücken will, aber... Klaus Bergmann. Mache ich auch nicht. Guten Morgen. Herr Kompany, Sie haben jetzt die Spiele gegen Kiel und gegen Bremen. Und danach, das wussten Sie ja jetzt erst, wissen Sie erst am Mittwoch, geht es dann nochmal wieder in die Champions League. Ist die Herangehensweise an diesen Februar, jetzt auch an diese beiden Bundesligaspiele, wenn Sie wissen, danach kommen natürlich jetzt in sehr kurzer Abfolge weitere Spiele, eine andere, also auch personell, wie Sie aufstellen, weil sonst hätten Sie ja keine englischen Wochen gehabt, dann würde das vielleicht anders
gemacht werden? Müssen Sie jetzt also auch die Kräfte unterschiedlich einteilen? Wie gehen Sie jetzt an diese beiden Bundesliga-Spiele? Nein, wir gehen voll rein in jedes Spiel. Natürlich nach jedem Spiel bekommen wir eine Übersicht über Also keine Ahnung, wenn wir sagen, wir gehen voll rein, ne, dann kann man sich manche Aufstellungen der letzten Wochen einfach nicht erklären. Ja? Man könnte sich ja manche Aufstellungen der letzten Wochen schönreden mit dem Faktor so, ja, Belastungssteuerung. Ja, aber wenn er sagt, wir gehen jedes Spiel voll rein, dann muss man mal die letzten Aufstellungen schon kritisch sehen. Jeder Spieler und was die Situation da ist, wie fit er ist, wie gut die Spieler sich erholt hat. Und deswegen wissen Sie, dass es wichtig ist, auch eine Karte zu haben, damit wir, wenn wir dann mal tauschen, dass wir nicht auf einmal weniger sind. Aber grundsätzlich willst du einfach in jedes Spiel einfach so stark wie möglich rangehen. Da gehe ich mit. Obwohl wir natürlich immer im Hintergedanken haben, dass die Spieler fit bleiben müssen. Das ist für uns wichtig. Wenn im Februar die Kader fit ist, dann mache ich mich keine Sorgen über, dass wir einfach in jedes Spiel kompetitiv sein können. Die Kader ist auch gebaut für diese Momente. Ja, aber der Kader wirkt gerade nicht fit. Ja? Oder nicht frisch, sagen wir es mal so. Und deswegen ändert sich einfach nichts von Mentalität, aber natürlich ist es so, dass wenn du viele Spieler hast, musst du die Karte nützen, auf jeden Fall. Tom Hoffmann von Sky. Der war gut, ey. Jetzt hat er 2 Minuten argumentiert, um dann mit 4 Worten das Ganze über den Haufen zu werfen und sagen, ja, wenn du den Kader hast, musst du ihn auch nutzen. Also hättest du dir vorher die ganze Argumentation sparen können. Bitte. Von hinten. Guten Morgen. Das ist natürlich erstmal die Frage, auch mit Blick auf das Spiel gegen Holstein. Wie sieht es aus im Kader? Gibt es den einen oder anderen, der vielleicht möglicherweise angeschlagen ist und nicht zur Verfügung steht? Und es gibt morgen so einen Testlauf, so ein Pilotprojekt mit den Schiedsrichtern, dass Entscheidungen über den Videoassistenten dann sozusagen über die Stadionmikrofone nach außen getragen werden. Was hältst du davon, von dieser... Da wollen wir hoffen, dass nicht erst jemand reinrennen muss auf dem Feld und dem Schiedsrichter Mikrofon hinhalten muss. Möglichen Transparenz? Nein, also von den Jungs, die zur Verfügung standen, im letzten Spiel haben wir normalerweise alle dabei. Und heute Abschlusstraining, aber Sie wissen das. Aber die sind normalerweise alle dabei. Und hoffentlich bekommen wir auch noch einige zurück nächste Woche. Das heißt, es schaut eigentlich gut aus für uns. Und dann, das ist natürlich Innovation, wenn es jetzt über die Kommunikation geht im Stadion. Man kennt das natürlich aus anderen Sporten und ich bin mal gespannt. Also ich glaube, dass man das... Also ich bin grundsätzlich immer für Innovation, aber wir müssen natürlich... Also ich glaube, dass das nicht viel ändern wird. Ja, ich glaube nicht, dass das viel ändern wird. Erst recht nicht, wenn dann der Schiri da steht und erstmal 5 Minuten warten muss. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wann er das sagt, ob er das dann nach der Entscheidung sagt oder währenddessen oder wie auch immer. Aber das ist ja so das Hauptproblem, ja, dass es teilweise halt einfach 2, 3, 4 Minuten dauert und man schon merkt, Alter, ja, es ist so knapp und so eng und boah, ich glaube nicht, dass das was ändern wird. Ja, dafür fehlen auch klare Vorgaben endlich mal für diesen ganzen Videoschiedsrichter-Scheiß. Ja. Warum wird eine Ecke, die keine Ecke ist, nicht geahndet? Warum wird ein Foul nicht geahndet, obwohl es ein schweres Foul war? Ja, weil es keine glasklare Fehlentscheidung ist und dann darf er nicht eingreifen und bla und Sülz. Und da müssen einfach mal Regeln her, die klar und deutlich sind. Oder aber man sagt, hier 5 für jeden Trainer pro Spiel und der entscheidet, wann der Videoschiri da eingreift. Ja, und dann kann man das mit Sicherheit natürlich auch nochmal schöner machen, wenn der Schiri sich da hinstellt und das dann kommuniziert. Ansonsten kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn er sich da hinstellt und anfängt zu kommunizieren, dass es ein grillendes Five-Konzert geben wird. Wir sehen, wie es läuft und dann können wir eine Meinung treffen. Das ist richtig. Heiko Niederer von der BZ. Ich hätte noch mal eine Nachfrage an Max Eber. Sie haben gerade von astronomischen Angeboten gesprochen. Jetzt geistern da 60 Millionen durch die Presse. Das wäre sicherlich ein astronomisches Angebot. Können Sie da mal kurz einen Einblick geben, wie da der Stand ist? Eher Leihe, eher Verkaufen? Gibt es dieses Angebot?
Und wenn so viel Geld reinkäme, würde man dann als FC Bayern auch nochmal überlegen, selber nochmal aktiv zu werden und möglicherweise noch einen Spieler zu verpflichten. Das ist jetzt viel hätte, wäre, wenn dabei. Ich habe nur ganz allgemein gesagt, was natürlich bei jungen Spielern oder auf was Bayern München eben achtet. Das eine ist das Sportliche, den bestmöglichen Kader zu bauen. Das andere ist natürlich... Die Aussage, die er jetzt sagt, ist so elendig Schwachsinn, Alter. Natürlich eben auch, und das ist ja auch hinreichend bekannt, ein Stück weit Transfererlöse auch zu erzielen. Auch das, davon kann sich Bayern nicht... Sorry, das ist absoluter Tullux. Da haben wir noch nie drauf geschaut. Noch nie. Wir haben noch nie einen Spieler verkauft aufgrund der Ablöse. Ja. Damit redet man sich dann einfach schön. Natürlich ist das ein überragendes Angebot, wenn dem so sein sollte. Gar keine Frage, ja. Aber damit redet man sich schön, dass man versagt hat. So, und versucht das dann zu verargumentieren. Nochmal, wenn Mathys Tel die Entwicklung nimmt, die er nehmen wird, wenn er Spielzeit bekommt, das hat er letzte Saison gezeigt, ja, dann wird das ein überragender Fußballer. Punkt. Ja. So, und da ändern dann auch nichts daran, dass man jetzt 60 Millionen für den bekommt und dann, keine Ahnung, 30 Millionen plus gemacht hat an diesem Spieler. Was sind 30 Millionen für einen Champions-League-Teilnehmer, Alter? Ja. Nee. Und die Aussage, die er gerade sagt, ist Schwachsinn. Da hat der FC Bayern noch nie drauf geachtet. Zumindest nicht in den letzten Jahren. Ja. Wir haben immer Top-Spieler gehalten. Ob das Ribéry war, sonst was, wo astronomische Angebote reinkamen. Es gab viele Spieler, wo das so war, wo übermäßige Angebote reinkamen. Und man hat sie nicht abgegeben. Also die Aussage gehe ich nicht mit. Nicht frei machen. Und was jetzt gerade alles um Mathys, es ist extrem, das habe ich auch in der Mixzone am Mittwoch gesagt, ein unfassbar begehrter Spieler. Deswegen ist der Transfer von Mathys Tel zum FC Bayern ja auch ein sehr, sehr richtiger gewesen, auch wenn ja, aber dann fragt euch doch mal, warum ist der so begehrt? Ja, und warum bietet ein Verein diese Ablösesumme? Und dann überleg doch mal, Alter, was du wegwirfst. Der ist keine 27 und hat nur noch 3 Jahre, Alter. Der ist 19. Verkackte 19. Da muss es doch möglich sein, die Eier zu haben und dem mal 5, 6, 7 und lass es 10 Spiele dauern. Er hat letzte Saison gezeigt, dass er es kann. Ja? Natürlich hat er eine Mitschuld daran. Keine Frage. Ich habe ihn oft genug kritisiert, die Saison, für die schlechten Leistungen. Aber es muss doch möglich sein, wenn man andere Topstars, die 20 Mille im Jahr verdienen, da durchzieht. Ja? Über 10 Spiele und mehr, dass man mal einen jungen Jaus da hinstellt und den mal durchzieht. Ja, bis er den Stepper macht. Punkt. Sportlich vielleicht gerade für ihn ein bisschen stockt. Und welche Entscheidung dann kommt, ist es eine Leihe, ist es ein Verkauf, ist es was auch immer, das werden wir jetzt wirklich in den nächsten Stunden und Tagen auch weiter besprechen. Da muss der Spieler ja auch hat ja auch seine Idee, deswegen es müssen ja ein paar Parteien da zusammenkommen, aber wir versuchen alle zusammen die beste Lösung für alle Beteiligten zu treffen. Und dann nochmal, Leute, es ist ein Trauerspiel, dass man in diesen Kader mit Außenspielern wie Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman es nicht hinbekommt, ein Mathys Tel da volles Rohr zu fördern. Ja, es ist keiner dieser 3 Spieler, die ich gerade genannt habe, hat auch nur ansatzweise diese Saison durchgehend überzeugt. Ja, Kingsley Coman hat gerade eine gute Form. Die anderen beiden, das ist Mittelmaß wie immer. Und das sind alles Spieler, die 20 Meter, an die 20 Meter verdienen. Das ist ein Armutszeugnis, Leute. Ist einfach ein Armutszeugnis. Dann wird man sehen, was daraus dann wird. Das will man dann auch sagen. Und ob wir noch was tun werden, also es ist unabhängig von Geld. Momentan, das ist, was Vinny auch gesagt hat, unser Kader ist sehr, sehr gut aufgestellt. Dasselbe halt mit Ibrahimovic, Iran Kunda. 1:1 dasselbe. Ja. Hat man auch direkt weggeschickt. Kilian Mediele von Beispiel. Eine Frage an Max Eberl. Wenn man jetzt. Und dann wundert man sich, dass man in Feyenoord 3:0 untergeht, Alter, und dass man gegen einen drittklassigen Gegner es nicht hinbekommt, mehr wie 3 Tore zu schießen, Alter, in der Champions League. Am Montag ist Deadline Day und es hat sich ein bisschen was verändert in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Es gibt Transferjournalisten, die quasi in Echtzeit ständig berichten über alles, was der Stand ist. Beim FC Bayern ist das auch gefühlt jeden Tag so. Wie blicken Sie auf diese Entwicklung? Des Journalismus? Des Transferjournalismus, dass es entstanden ist, war es früher schöner? Jetzt
muss ich aufpassen, dass es nicht wieder den nächsten Eklat mit mir gibt. Ja, sag doch einfach, das ist scheiße, ich meine Fresse. Früher war es schöner. Eier, Junge. Darf ich das so in ganz kurzen Worten sagen? Ich glaube, das sagt relativ viel. Es ist natürlich heute, wir haben über Innovation gesprochen, wir haben über Schnelligkeit im Leben gesprochen, über Echtzeit-Berichterstattung teilweise. Ja, das ist eine Art, ich glaube, dass wahrscheinlich die Menschen auch außerhalb des Fußballs das unfassbar interessiert, weil es unglaublich viel Diskussion und was würdest du tun und ist das richtig, was sie tun, und natürlich sind auch sehr, sehr viele Spekulationen dabei, die völlig fernab jeglicher Realität sind, aber auf die man dann auch wieder antworten muss, obwohl sie bei uns in unserem Kopf gar keine Rolle spielen. Es ist schon eine neue Art des Journalismus, also wie gesagt, wir sitzen hier in der Spieltags-PK auf Holstein Kiel und eine Frage wegen Kader. Ob ein Verletzter zurückkommt oder ob es jemand verletzt hat. Aber eigentlich interessiert Holstein Kiel in der Runde gefühlt gar keiner. Und das ist so ein bisschen schade, dass diese Wichtigkeit eines jeden Spiels, was wir zu spielen haben, was ja am langen Ende für uns auch immer eine Abrechnung bedeutet. Also wenn wir jetzt gegen Holstein Kiel nicht erfolgreich sind, dann weiß ich ganz genau, was die Fragen sind. Auf einmal dann doch, ob wir Holstein Kiel oder eher über Personalien. Das ist ein bisschen die Entwicklung, die daraus entstanden ist. Und gerade jetzt durch eine Transferperiode, die jetzt noch bis Montag geht, noch mal viel intensiver, weil jetzt ist so Deadline, jetzt kommt der letzte Schub, noch mal was passiert. Es ist früher besser gewesen, weil es etwas ruhiger war, aber wir müssen uns damit arrangieren. Das ist Teil unseres Jobs dann. Aber wichtig ist... Naja, die Baustellen hat man sich aber auch selber aufgemacht. Ja, das muss man doch fairerweise auch mal sagen. Natürlich diskutiert man und es wird spekuliert und bla und Sülz. Aber die Baustelle Tell oder sowas oder Arzno, die macht man nicht sicher selber auf. Ja, also da muss man sich dann auch nicht beschweren, dass da irgendwelche Fragen kommen und nichts zu Kiel kommt, Alter. Dass Holstein Kiel für mich die ganz große Priorität ist. Felix Roderer nochmal bitte. Ja, dann werden sich jetzt beide nochmal freuen, denn es kommt jetzt nochmal eine Frage zu morgen. Danke. Es trifft laut Statistik die beste Offensive auf die schlechteste Defensive. Sagt sowas überhaupt irgendwas über den Spielverlauf aus und was erwarten Sie denn da morgen, Herr Kompanie? Nein, es ist natürlich immer gut mal zu hören, beste Offensive und beste Defensive. Das zeigt natürlich, dass wir bis jetzt auch unsere Arbeit gemacht haben. Aber nochmal, ist immer eine Sache von Mentalität. Wie wir dieses Spiel rangehen, ist immer von dem Gedanke, dass wir das beste Holstein Kiel sehen. Und was die gemacht haben gegen Dortmund zu Hause, die Ergebnisse in Leverkusen, glaube ich auch, und Wolfsburg letztendlich mit den Unentschieden. Das ist, was die von Gefühl her bringen morgen, dass die in diesen Momenten gefährlich sein können, dass sie das schön gemacht haben. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir noch nicht zu viel Unterschied machen zwischen welche Gegner wir spielen und einfach voll reingehen, wieder mit voller Hunger und zeigen, was wir... Das wäre schön, wenn dem so wäre, ja, da stimme ich zu. Bin ich sehr gespannt, ob dem dann so sein wird. Was wir erreichen wollen diese Saison, und das musst du in den Spielen wie morgen auf jeden Fall wieder machen. War für mich auch die Frage? Nein. Nee, das war ein Trainer, ne? Tatsächlich an den Coach. Ja. Nee. Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich bleib beim Transfergeschäft. Klaus Bergmann von der DWA. Herr Eberl, ich würde nochmal anschließen, Herr Kompanie hatte sich schon geäußert zu diesem, dass morgen der Schiedsrichter also jetzt kommunizieren würde bei dem Spiel. Sie waren ja offensichtlich auch in dieser Entstehung. Was versprechen Sie sich genau davon und glauben Sie, dass die Fans dann nicht mehr scheiß DFB rufen? Ja, die Illusion, die habe ich jetzt nicht, dass mit der Testphase da irgendwie erstmal diese grundsätzliche Meinung sich ändert. Tatsächlich darf ich schon sehr lange in dieser Kommission Fußball sein und wir machen uns wirklich, oder wir versuchen uns sehr, sehr viel Gedanken zu machen, wie das Spiel ist, wie wir Dinge auch unterstützen können, wie wir die DFL unterstützen können mit Vorschlägen, mit Gedanken. Das war tatsächlich ein Gedanke, zu sagen, wie kriegen wir, das war ja ein Stück weit ein Vorwurf auch des Menschen, die im Stadion sitzen, die sehen zwar diesen dunkel-hellgrauen Balken, aber eigentlich tatsächlich wissen sie nicht viel. Der Fernsehzuschauer weiß viel mehr, weil er sieht nachher die Zeitlupe, der sieht nochmal, was ist tatsächlich entschieden worden. Und wir hoffen einfach, da mehr Transparenz zu entwickeln. Wir versuchen eben auch, dass der Schiedsrichter auf dem Platz dann diese Entscheidung wirklich, die er vertreten muss, auch zu verkünden, zu sagen, das und das habe ich gesehen, das und das habe ich entschieden und deswegen wird es diese Entscheidung auch geben.
Und das ist die Vorstellung, die wir haben. Einfach mehr Transparenz, mehr Verständnis, dieses Spiel, diesen VAR, der kontrovers diskutiert ist, trotzdem nicht zu retten, das ist das falsche Wort, aber ihm weiter die Chance zu geben. Weil ich glaube... Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, es wird nichts ändern. Gar nichts. Ja, weil dann müsste man erstmal grundsätzlich einige Sachen am VAR ändern, anstatt den Schiri dann jetzt dahin zu stellen und der erzählt dann im Stadion, was er jetzt gesehen hat und warum, wieso, weshalb das jetzt 3, 4, 5 Minuten dauert, bis da was entschieden wird. Weiß ich nicht. Wenn es natürlich alles schnell geht, so eine 30-Sekunden-Entscheidung und er sagt dann nochmal kurz, ja, wurde abseits überprüft und es war abseits, alles gut, ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ändert bei den Fans. Ich glaube, dass viele andere Sportarten zeigen, dass Videotechnologie im Spiel eine Hilfe sein kann. Ja, man hätte das halt gleich dann, ich meine, man zieht immer irgendwelche Vergleiche zu irgendwelchen amerikanischen Sportarten oder sonst was. Ja, dann hätte man den Bums halt komplett so übernehmen müssen und mal auf dem Level einsteigen müssen. Ja? Aber gefühlt war das so, ach ja, wir müssen jetzt mal mit der Zeit gehen, wir führen mal das und das ein. Und ja, wir wissen selber nicht so genau, wie wir das umsetzen und wir machen das einfach erstmal. Und ja, dann hättest du gleich sagen sollen, komm, wir nehmen das wie aus der NFL, Punkt. So. Ja, und gut ist. So, aber gerade das ist einfach viel zu viel Hickhack, viel zu viel verwässert auch, ja. Wie soll der Fan denn verstehen, dass der VAR bei dieser Fehlentscheidung darf er eingreifen, bei dieser Fehlentscheidung darf er nicht eingreifen? Das ist schon mal das Erste, ja. Was soll das? Was soll das? So, wird ein Spieler hart gefoult und der Schiedsrichter gibt ihm die gelbe Karte, darf der VAR nicht eingreifen und sagen, pass mal auf, das war zu hart, du musst ihm rot geben. Darf er nicht. So, gibt es aber ein Foul, wo der Schiri das übersieht, dann darf er eingreifen und sagen, pass mal auf, da war ein Foul, gib dem mal die gelbe Karte. Ja, dasselbe beim Ecken. Also für manche Teams sind Standardsituationen eine Waffe. Ja, wirklich eine Waffe. So. Und dann gibt's keine Ecke, wo es eine Ecke war. Aber gibt es eine Ecke, die keine war und es entsteht ein Tor, wird das Tor aberkannt. So, wie willst du das erklären? Wer sagt denn, dass die Ecke, die eine Ecke war, aber nicht gegeben wurde, nicht zum Tor geführt hätte? Ja? Also, und andersrum nimmt man es weg. Also. Und solange das alles ist, ja, da nicht klare Klamotten sind, mal eine Linie ist, wird das Ding keinen Anklang finden und völlig zu Recht auch. Ja, ich sehe das genauso kritisch. Also die Umsetzung ist leider eine Katastrophe bisher. Und da wird es auch nichts daran ändern, dass der Schiri sich jetzt dann dahinstellt im Stadion und sagt, ja, das ist jetzt doch ein Elfmeter, weil ich habe mir die Fernsehbilder nochmal angeschaut, ich konnte das im Spiel nicht erkennen. Wow. Was soll das ändern? Ob wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben bei der Einführung, ob man dann teilweise zu detektivisch unterwegs war, das sind alles Diskussionen, die finde ich berechtigt, über die muss man diskutieren. Es darf wirklich dann nur sein, wenn es wirklich ganz klar ist. Dieses ganz klar, das ist immer das große Diskussion gewesen. Und diese Verkündung erhoffen wir uns einfach genau diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Transparenz, Offenheit und ein Stück weit mehr Verständnis. Aber dass die Fans das nicht mehr skandieren, die Illusion habe ich morgen nicht. Darf ich ganz kurz noch eine kleine Nachfrage? Na klar. Wie ist das eigentlich für Sie? Sie sind ja unten viel näher dran bislang. Wird das auch auf die Spieler, also wissen auch die Spieler dann besser Bescheid, was entschieden wurde? Weil eigentlich darf ja nur der Kapitän mit ihm reden. Also ein Problem war auch immer gewesen, ich saß ja auch lange auf der Bank und habe ja auch die eine oder andere Emotion gezeigt dann im Spiel. Aber auch für die Offiziellen ist es wichtig zu wissen, was ist denn jetzt gerade entschieden worden. Weil oftmals rennt man hin und sagt, das war doch nie im Leben Hand. Und nachher stellt sich raus, es war vorher abseits. Das heißt, dieses Hand, was im Strafraum hätte zum Elfmeter führen können, ist völlig irrelevant. Und auch das ist eben auch für die ganzen Verantwortlichen, die da rum sind, einfach eine Offenheit und Transparenz, die allen gut tut. Spielern, Offiziellen, aber auch... Da gehe ich mit. Bei so einem Fall gehe ich mit, ja, da macht das Sinn. Ja, da nimmt man dann ein bisschen Schärfe raus. Aber das ist dann auch ein Thema, ja. Das sehe ich schon, dass man das da unten dann ein bisschen besser versteht. Aber im Großen und Ganzen, also es würde mich wundern, wenn das irgendwas ändern würde. Ja, da müsste man halt, wie ich schon sagte, erstmal grundlegend
mal klare Regeln definieren und ja, eine klare Linie fahren, was den VR angeht. Auch vor allem den Zuschauern im Stadion. For me, I think maybe just in general something you guys don't know, because obviously having traveled from one country to the other, and we have the VAR system in Belgium, we have the VAR system in England, and I have to say that in the Bundesliga is probably where the VAR system interrupts the game the least. So I think the VAR checks are really quick here. And in general, it's not just myself, it's my staff as well. We did observe this, that actually it's not as much of a hindrance in the Bundesliga, the VAR, as it can be in other leagues. In other leagues, it can take an awful long time, and it can interrupt the game on multiple occasions. I almost don't have the feeling that this happens like this over here, so that's a bonus for the way the system is being used in Germany. And in terms of communication, that's why I was saying I think we have to see what happens now. Because of course, and this is what happens obviously when you have a test phase, probably we will see a few things that need to be different, better, changing. But in general, the idea for the sake of transparency, that's why I'm saying I always welcome innovation, because there is an attempt to make a step in the right direction. If it works or not, I'm sure we will have time to debrief everything and improve the system over time. Machen wir noch 3 Fragen, beginnen mit Tom Hoffmann. Max, die Kollegen von Kicker haben dich so ein bisschen ins Schaufenster, sag mal, gehoben. Angeblich mangelnde Kommunikation, Alleingänge, keine Fristen gesetzt bei Vertragsverlängerungen, keine Gehaltseinsparung, all diese Dinge. Was hast du gedacht, als du davon wahrscheinlich gelesen hast? Ich hab ehrlicherweise geschmunzelt, weil ich glaube, fehlende Kommunikation, sorry, ob sie immer richtig ist, da können wir drüber reden, aber über fehlende Kommunikation definitiv nicht. Planung, das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben sportliche Planung, wir haben finanzielle Planung. Man ist jetzt, bin ich jetzt da 8 Monate, 9 Monate und habe das Gefühl gehabt, dass so die ganzen Vergangenheit wird einem jetzt um den Hals gehangen, was vielleicht Gehaltskosten betrifft und dergleichen. Am langen Ende bin ich jetzt da mit Vini zusammen, mit Christoph zusammen, wir versuchen Sport. Ja, aber er ist jetzt der in der Verantwortung steht, Punkt. Ja, dass das natürlich nicht sein Verdienst ist, dass da Durchschnittsspieler 17, 18, 19, 20 Millionen verdienen, ist vollkommen richtig. Aber am Ende des Tages ist er da jetzt in der Verantwortung und das, was er gerade bei Alphonso Davies zeigt, muss man kritisieren. Ja, wenn dem so kommen sollte. Noch können wir es nicht kritisieren, noch ist nichts fix. Aber sollte das so kommen, dass diese Zahlen annähernd stimmen, dann kann er das Argument definitiv nicht mehr bringen, was er gerade bringt. Sportlich die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und das eben nicht nur für eine Kurzfristigkeit, wo ich sage, okay, es hilft uns für morgen, sondern es hilft uns auch für übermorgen. Und diese Strategie fahren wir. Auch da widerspricht er sich ja gerade selber. Da widerspricht er sich ja gerade selber, Alter. Wenn wir jetzt darüber reden, Tell zu verkaufen, weil es ein gutes finanzielles Angebot ist, dann hat man nicht im Blick, was ist übermorgen. Ja, weil nochmal, der Spieler ist 19 Jahre und ist ein Riesentalent. Das hat er bei uns schon letzte Saison gezeigt. Und dass er das die Saison nicht zeigt, da musste man sich dann die sportliche Leitung auch mal an die Nase fassen. Punkt. Ja, der Spieler natürlich auch, gar keine Frage. Habe ich ja auch schon oft genug gesagt. Aber das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Dasselbe mit Adam Aznou. Ja, also, nee. Da sind Verlängerungen im Raum, die natürlich kostspielig sind und natürlich kann man im Leben immer Entscheidungen treffen, ja oder nein, möchte man das, man, nicht ich, sondern möchte man das als Club oder nicht, und wenn man dann die Perspektive sich aufmalt und darüber diskutiert und sich austauscht, dann gibt es aus unserer Wahrnehmung klare Empfehlungen und auch klare Entscheidungen des Clubs, die wir hoffentlich auch bald dann verkünden werden, und dann geht es. Ja, auch das ist halt eine Katastrophe. So, Punkt. Es ist eine Katastrophe. Auch da muss er sich und der ganze Club, da nehme ich den ganzen Club mit rein, es kann nicht sein, dass man jetzt immer noch da steht und nicht weiß, welcher Spieler ist nächste Saison noch da. Das ist ein Unding.
Wir reden von einem Champions League Club. Ja. Und wir haben ja gesagt, oder es wurde ja geäußert, ja, das ist alles nicht so wild, das beeinflusst die Spieler nicht. Wenn wir die aktuellen Leistungen gerade sehen, weiß ich nicht, ob man das so stehen lassen kann. Ja. Das ist ein Unding. Spätestens mit Start der Rückrunde hätte feststehen müssen, bam, hier, den verlängern wir, den nicht, den verlängern wir, den nicht. Fertig. Ja. Und nicht, ja, wir gucken mal. Wir haben ja noch 2,5 Monate Zeit. Das ist ein Unding. Ja, dass das aus Spielersicht vielleicht so ist, so dass so ein Kimmich gerade sagt, ich weiß nicht, die Entwicklung gefällt mir gerade nicht. Wurde letzte Saison ist schon fast vom Hof gejagt. Ich warte mal und warte mal und warte mal und warte mal und warte mal, was sich entwickelt. 100%. Aus seiner Sicht kann ich das voll verstehen. Aus Vereinssicht musst du dann irgendwann sagen, hier, pass auf, bis dahin hast du Zeit, entscheide dich oder geh. Feierabend. Ja. Man hat es letzte Saison bei Davis gemacht, ist da komplett zurückgerudert und man macht es diese Saison gar nicht. Genau das Thema Leroy Sané, Alter. Sag ihnen doch einfach, pass mal auf, Leroy, deine Leistung ist eine Katastrophe. Das seit 5 Jahren, wo du in diesem Verein bist. Es reicht nicht für den FC Bayern. Punkt. Dann weiß der Spieler Bescheid, der Verein weiß Bescheid und alles ist fein. Man weiß, man hat 20 Millionen Gehalt nächstes Jahr frei und Attacke. Ja? All das passiert nicht. All das passiert nicht. Ja? Und wahrscheinlich, wenn man jetzt Mathys Tel verkauft, sagt man wahrscheinlich, ach ja, guck mal, dann fehlt uns ja ein Spiel. Ja, komm, wir verlängern mit dem Leroy nochmal. Jetzt eben eine Perspektive, was ist 2026, was ist 2027. Ich weiß, das ist für viele vielleicht jetzt hier ein bisschen illusorisch, wie kann man so weit denken. Adam Asnou ist genau das Beispiel, Linksverteidiger vorzubereiten auf einen Moment, wo vielleicht ein Linksverteidiger in einem Kader der Vertrag ausläuft oder du kannst ihn... Ja, dann hättest du es doch getan. Alter, jetzt kriege ich ja gleich, platzt mir gleich der Arsch, Alter. Der Vertrag läuft doch gerade aus von Alphonso Davies. Ja, der läuft doch aus. Junge, dann hättest du ihn noch am Anfang der Saison reingeworfen und hättest geguckt, packt das oder packt das nicht. Hat man nicht getan. Man hat den verfickten Alphonso Davies dahingestellt, obwohl die Leistung eine Katastrophe war. Junge, was ist das denn jetzt für ein Argument, Alter? Und jetzt redet man davon, den Typen 20 Millionen Handgeld in den Arsch zu schieben und 15 Millionen Gehalt oder was? Für 5 Jahre. Aufgrund welcher Leistungen? Junge, hört er sich zu, was der selber labert oder was? ihn verkaufen für unfassbar viel Geld und dann hast du vielleicht ein eigenes Spiel in eigenen Reihen. Und diese Komplexität zwischen Sport, Finanzen, Planung, das ist das, was Christoph und ich machen, zusammen mit dem Trainer. Der Trainer ist dann für die Aufstellung zuständig, Jan Dresen dann nochmal mehr mit dem Michael Diederich für die Finanzen und du als Sportdirektor, Sportvorstand bist dazwischen drin und musst diese beiden Welten managen. Das habe ich in der Vergangenheit getan, das tue ich heute und das tue ich morgen. Und wie es dann von außen ankommt, wie diese Kurzfristigkeit dann vielleicht bewertet wird bisher. Oder was spekuliert oder gesagt wird. Einfach scheiße, muss man mal ganz klar so sagen. Und aufgrund wessen? Aufgrund der Aussagen, die er letzte Saison getroffen hat. Großspurig dahingesetzt, ja, wir gucken uns die Leistung der kommenden Monate an. Und wer nicht 100% FC Bayern ist, der kann den Verein verlassen. Was wurde von diesen Taten umgesetzt? Nichts. Rein gar nichts. Ganz im Gegenteil. Man hat Alphonso Davies letzte Saison eine Deadline gesetzt. Bis dahin hast du Zeit, den Vertrag anzunehmen. Wenn du den Vertrag nicht annimmst, kannst du gerne dir einen neuen Verein suchen. Das war die Aussage. Was macht man? Oh ja, man nimmt ihn erstmal mit rein, die neue Saison. Vertrag läuft aus und lässt ihn spielen. Statt zu sagen, geh auf die Tribüne, wenn du hier den Vertrag nicht verlängern willst. Punkt. Und ich baue den nächsten jungen Spieler ein, Adam Asnou. So, hat man nicht getan, hat man keine Eier gehabt. Warum auch immer, haben wir schon gesagt, ja. Also, Katastrophe. Dann schenkt ihr solche Aussagen, ja. Da versuche ich mich relativ frei von zu machen. Stefan Kumberger. Danke, dass du mich nicht unterbrochen hast. Spaß. Aber wenn du siehst, wie lange er jetzt auch erstmal da argumentieren musste auf diese Frage, hätte man doch einfach sagen können, nee, ist absoluter Schwachsinn, brauche ich mich nicht heute zu äußern. Spaß. Du bist was eingeschlafen, was Gott zu tun. Die Frage geht in eine ähnliche Richtung. Du hast gerade deinen Job so ein bisschen beschrieben.
ihr habt keinen Geldscheißer, trotzdem habt ihr 1 Milliarde Umsatz. Ihr sollt Weltstars holen und gleichzeitig Talente entwickeln. Ihr sollt euch Zeit geben, aber gleichzeitig Titel holen. Der Trainer nickt schon. Klingt sehr, sehr schwierig. Wie viel Druck kommt da bei dir, bei Christoph Freund an? Und zwar nicht nur von uns oder von den Fans, sondern auch hier aus dem Verein. Dass Bayern München ein Verein ist, der genau diese ganzen Punkte verinnerlicht, erfolgreich zu sein, junge Spieler dabei zu haben, Kosten auch im Auge zu haben. Das ist halt bei Bayern München. Deswegen habe ich gesagt, Bayern München ist ein einzigartiger Verein, weil das alles, was man sich erarbeitet hat, hat nichts mit Investoren zu tun. Ganz viele andere Vereine, die unfassbar reich sind, haben sehr viel Investorengeld und haben vielleicht die Möglichkeit, auch frisches Geld zu bekommen. Unser Geld müssen wir uns erarbeiten. Das hat der Club sich in einer unfassbaren Art und Weise über Strategie, über Sponsoring, Marketing, über all das erarbeitet, über strategische Partner. Aber natürlich ist jetzt auch ein Punkt gekommen, wo auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, auch Transferlöse ein wichtiger Faktor sind. Und deswegen ist der Job, den du gerade beschrieben hast, als du es gerade so beschrieben hast, ich erinnere mich, hat mich gerade an die Eingangs-PK von meiner Person, von Uli Köhler, als er dieses kleine DIN A5-Blättchen mit den, keine Ahnung, 16 Aufgaben oder 16 Dinge, die auf mich zukommen, habe ich mich gerade daran erinnert, als du die Frage gestellt hast. Das ist genau die Komplexität, die du als Sportvorstand zusammen mit Christoph als Sportdirektor hast. Diese Welten eines Anspruchs eines Trainers, der die bestmögliche Mannschaft haben will, Ansprüche des Finanzen, dass der Club eben auch stabil bleibt und trotzdem den richtigen Grad der Investition zum richtigen Zeitpunkt tätigen. Das ist, ohne dass ich jetzt den Job zu hoch hängen möchte, aber das ist genau dieses Ventil bist du. Und in dem Ventil musst du halt diese Entscheidungen treffen. Und dann kann es sein, dass beim ersten Step man jetzt Geld in die Hand nimmt, aber um hinten raus vielleicht Geld zu sparen oder einen Wert zu schaffen, der einfach dem Club eine Sicherheit gibt, wenn mal Not am Mann ist. Das ist eine einfache Strategie, die man wählt. Aber Bayern München ist da schon besonders. Wir müssen Titel holen. Wir werden daran gemessen, jetzt auch mit der Champions League. Verspielen wir sie? Nein, auch die wollen wir noch gewinnen, egal über welchen Weg es dann auch sein muss oder sein soll. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass die Kohle eben auch stimmt und dass wir nicht Geld ausgeben, was wir nicht großartig haben. Abschließend. Wild. Also wenn wir kein Geld haben, dann wird es halt Zeit, die Gehälter zu drücken. So, wenn ein Kimmich nicht auf Gehalt verzichten will, muss er den Verein verlassen. Das nächstes Jahr. Koman, Gnabry, Goretzka, wenn die nicht auf Gehalt verzichten wollen, müssen sie den Verein verlassen. Punkt. Ja, ich glaube nicht, dass ein Mathys Tel jetzt die wahnsinnigen Millionen verdient, sodass man da groß Gehalt einsparen würde. Also wilde Takes. Bis nochmal Kilian Miedele, bitte. Der Trainer hat die Frage schon beantwortet, deshalb an Max Eber nochmal zur Champions League. Die beiden möglichen Gegner, wie fällt Ihre Einschätzung aus und wen hätten es denn gern? Ja, wir haben uns das Play-Off, wie gesagt, dieser neue Modus, glaube ich, war für alle ein Stück weit neu. Vini hat gerade einen richtigen Satz gesagt, er hat gesagt, irgendwie das Spiel gegen Bratislava war ein Spiel, aber parallel haben wir noch 4 andere Spiele gespielt. Wie viele Tore brauchen wir noch und wo müssen wir nochmal? Das hat schon ein neues Gefühl gegeben in so einem Spiel. Klar, jeder spricht jetzt von Manchester City, aber wenn du Celtic bekommst, dann ist das nicht viel leichter, weil Champions League ist Champions League. Die Mannschaften, die da sind, die sich qualifiziert haben, die haben Qualitäten. Deswegen, wenn wir dann das Los zugelost bekommen haben, dann können wir gerne auch dann in der Woche davor darüber reden, wie wir das jetzt sehen. Heute ist es halt, Entschuldigung, dass ich sage, was wäre wenn? Ja, jetzt reden wir ganz viel über City und dann kommt Celtic oder wir machen Celtic und dann kommt City. Wir sehen, was kommt und wir nehmen, wie es kommt und Fakt ist aber, egal wer kommt, wir wollen weiterkommen. Super, vielen herzlichen Dank. Danke, Vinny. Danke, Jungs. Wir kommen mit Jonas zurück. Gut. Leute, das war die PK vor dem Spiel gegen Holstein Kiel. Wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.